Das Mal ist aber der Seppli ganz wütig geworden. So, jetzt langt's mir aber mit eurem ewigen Kein Moment, lässt man seine Ruhe. Haus in den Topf oder es geht doch schlecht. Der unheimliche Mann hat sie schwer genommen und auf den Seppli rausgelassen. Aber der Seppli war jetzt ein dran gewöhnt. Hopp, die hopp, schlägt er ein weißer Mann den Hammer auf den Kopf. Es hat gesplittert und gekoset. Und wo der Seppli recht geschaut hat, ist nur noch ein Haufen Knöchli vor ihm gelegen. Und daneben die schönen weißen Kleider. Oh! Und da ist bäumig. Die Kleider, die lege ich jetzt gerade selber an. Mit denen passe ich besser ins Schloss als in meinen verlumpeten Hosen. Der Seppli hat sich die goldene Kappe über die Ohren abgezogen, ist zum Schloss zurück und hat das Tor angeklopft. Alle 3 Mädchen sind in die Herzspringer gekommen. Zuerst haben sie gar nicht gemerkt, dass es der Seppli ist. Aber wo sie ein Kind haben, sind vor Freude herumgekopft wie junge Geissli, haben gejuchzt und alle durcheinander gefragt: Seppli! Oh, der Seppli ist wieder da! Seppli, was ist geschehen? Oh, bist du ein schön? Wo kommst du her? Wer hat dir die schönen Kleider gegeben? Und der Seppli hat alles erzählt, was passiert ist. Ja, da sind sie natürlich froh gewesen, dass der Seppli die bösen Geister von ihrer Weide vertrieben hat.